Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher des heutigen Abends, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Bernhard Mitko, ich bin der Vorsitzende vom Bürgerverein Oberhausen und darf die Begrüßung natürlich auch im Namen der Mitveranstalter vornehmen. Ganz herzlich darf ich den Herrn Pfarrer Eichinger als Hausherrn hier begrüßen und mich schon mal gleich vorab bedanken, dass wir heute wieder in dem Pfarrsaal sein dürfen mit dieser Veranstaltung. Danken darf ich aber auch gleich den Mitveranstaltern, die heute den Abend vorbereitet haben und durchführen. Der Pfarrgemeinderat hier der hiesigen Pfarrei St. Joseph Rheinhausen hilft tatkräftig mit und ist Mitveranstalter. Sie sehen jetzt hier im Saal relativ wenig von den Pfarrgemeinderatsmitgliedern, die sind nämlich alle ganz fleißig in der Küche beschäftigt und sorgen hier für die Bewirtung mit Getränken und Essen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank vorab. Und begrüßen darf ich natürlich auch meine Mitglieder des Bürgervereins Hausen, die insbesondere dann beim Aufbau und Abbau aktiv geworden sind und bei der sonstigen Vorbereitung. Und nicht zuletzt die wichtigsten Akteure des heutigen Abends, nämlich Trachtenverein Regensburg-Stamm an der Spitze Erich Thahil, der in allen Funktionen als Sänger, als Tenorhornspieler und als Moderator heute hier den Abend vorbereitet hat und gestalten wird. Euch allen ein herzliches Dankeschön für den Abend, den wir erleben dürfen und schön, dass wir es wieder zusammen so machen können. Begrüßen darf ich natürlich Sie alle, denn ohne Ihr zahlreiches Erscheinen wäre der Abend nicht schön und würde auch nicht stattfinden können. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich da sind und dass Sie wieder alle Plätze soweit ersichtlich gut gefüllt haben. Begrüßen darf ich auch die Mitglieder Trachtenverein Regensburg-Stamm und Trachtenverein Alpiner Verein Regensburg und auch natürlich alle anderen Gäste, insbesondere die, die aufgrund der Vorankündigungen in Medien hier erschienen sind. TV Aktuell ist ja da, die anderen Redaktionen aber haben auch unsere Vorveröffentlichungen übernommen. Einen kleinen Hinweis darf ich noch geben, Sie sehen neben der Kamera von TV Aktuell hier vorne auch zwei Videokameras stehen. Der Herr Schertler möchte die heutigen Abend aufnehmen und uns dann für die Vereinszwecke, insbesondere den Trachtenverein Regensburg-Stamm oder wenn Bedarf ist, den einzelnen Musikgruppen zur Verfügung stellen. Mitwirkende des heutigen Abends darf ich erwähnen, Trachtenkapelle Regensburg-Stamm, Stubenmusik Regensburg-Stamm, die Familie Glas mit Freund De Horglichen und dann als Sondereinlage zwei Schauspieler, nämlich der Herr Berthold Birzer und der Herr Erasmus Gehlharz, die uns mit einer besonderen Einlage überraschen werden. Die Sternsinger haben sich auch angekündigt. Und damit bin ich mit meiner Begrüßung fast schon am Ende. Ich darf aber noch danken der Frau Meier von der Firma Steinmetz-Meier, die wieder die schöne Tischdekoration zur Verfügung gestellt hat. Und als organisatorischen Hinweis darf ich darauf hinweisen, dass wir nachher wieder eine Pause machen, sodass Sie ein zweites Mal zur Bewirtung gehen können und sich auch wieder Nachschub bezüglich der Getränke holen können. Wir bitten natürlich um entsprechende Aufmerksamkeit. Manche Musikstücke sind ein bisschen leiser, insoweit wäre es ganz nett, dann die Gespräche auch einzustellen. Und ich danke jetzt noch am Schluss, ganz wichtig, Ihnen allen, nämlich dafür, dass Sie nachher großzügig spenden werden. Sowohl die Sternsinger werden nochmal sammeln. Ich habe schon gehört, die sind hier in Rheinhausen zurzeit sehr erfolgreich unterwegs und da wollen wir natürlich noch ein bisschen was mithelfen. Und natürlich wollen wir selber als Veranstalter nochmal sammeln. Wir spenden den Erlös bekanntlich auch immer im Nachgang. Und zwar haben wir uns entschieden, dass das diesmal zur Hälfte an die Pfarrei geht fürs Kinderhaus und die andere Hälfte kriegt der Trachtenverein Regensburg-Stamm für die Vereinsarbeit, insbesondere für die Jugendarbeit. So, jetzt habe ich genug gesprochen, jetzt kommt der eigentliche Teil des Abends, nämlich der künstlerische mit Musik und Geschichten und da wünsche ich viel Vergnügen.